zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2004 in Assetto Corsa. Und wir kommen jetzt zum nächsten Rennen in Malaysia. Wir gehen auf Sepang. Und ich finde das persönlich eine sehr, sehr coole Strecke und freue mich auch richtig auf den Grand Prix. Und wir schauen jetzt mal, was wir dort rausholen können. Das letzte Rennen in Australien war ja nicht so erfolgreich gewesen. Und ich hoffe, dass es jetzt in Sepang ein bisschen besser wird. Und ja, ich würde sagen, wir legen gerade los. Wir gehen gerade ins Qualifying rein und sehen uns auch gerade wieder dort im Qualifying. So, dann gehen wir mal auf die erste schnelle Runde. Ich fahre jetzt mit Mediums, weil ich habe das Gefühl, die Softs würden ein bisschen überhitzen hier. Ich glaube, mit den Mediums sind wir doch ein bisschen besser bedient. Oh shit, ein bisschen überschossen. Schon wieder ein Feuerwerk dort? What the fuck? Ich weiß nicht, ob das mit irgendetwas im Zusammenhang und ich irgendwie runtergeladen habe. Aber aus irgendeinem Grund habe ich immer ein Feuerwerk hier auf der Strecke. In Australien hatte ich das schon gehabt. So, also wir probieren nochmal eine schnelle Runde. Da muss ich mir dann das anschauen, wieso das immer so ein Feuerwerk da drin hat. Ich habe irgendetwas noch runtergeladen und vielleicht war das dort drin gewesen. Ich habe mir vielleicht nicht geachtet, als ich es installiert habe. Aber das ist jetzt tragisch für das Rennen, lassen wir es jetzt noch drin, aber schauen dann, dass es rausbekommt. Jetzt kommt hinter das Auto. So, probieren wir nochmal eine schnelle Runde. Wenn ich einfach auf P7 gefahren bin, jetzt, obwohl das ich richtig langsam gemacht habe dort. What the fuck? So, P1. Ich glaube, es war etwa 5 Sekunden schneller gewesen jetzt. Oder sicher 3 Sekunden schneller. Darum würde ich sagen, wir skippen da wieder das Qualifying skippen und gehen gerade ins Rennen rein. So, gut. Wir starten von der Pole. Wir schauen mal kurz rein, was haben wir da für Zeit rausgeballert. Ja, 2,1 Sekunden schneller gewesen. Okay. Ja, okay. Gut, also wenn mich KI jetzt nicht am Start irgendwie abschießt oder irgendwie Faxen macht und ich nicht grosse Fehler wird machen in dem Rennen, wird das eigentlich eine einfache Geschichte werden. Guter Start gehabt. Fisichella 2., Schumacher 3., Coulthard 4. Ja, okay, da kommt schon mal KI vorzuschiessen. Aber spätestens bei der Doppelrechts werden sie wieder Mühe haben. Da fahren sie schon wieder eine bisschen komische Linie, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht wieso, dass sie nicht ganz links aussen fahren, aber ich glaube, die KI ist wirklich schlecht programmiert auf dieser Strecke. Oh, dort hier. So, und jetzt kommt die Doppelrechts und da fahren sie immer sehr langsam. Ich passe jetzt einfach mal kurz ein bisschen auf. Gut, Sauber ist ja da mit Hauptsponsor Petronas gefahren. Die müssen da natürlich schon liefern im Heimrennen. Das ist einfach eine ganz komische Linie. Auf der Geraden haben sie schon noch Speed. Also da sind sie nicht so extrem langsam, aber jetzt gehen wir mal vorbei.
Er wird nachher wieder reindeifen. Er wird wieder reindeifen. Oh, aber sehr stark auf der Bremse gewesen. Hure sicher, kommt nicht einem vorbei gerade. Ah! Okay, ja, man kann es auch so machen. Das wollte ich eigentlich nicht wollen. Ja, ja, komm. Darf ich mir erlauben. Darf ich mir erlauben. Ja, bin ich ein bisschen blöd auf den Curb gefahren. Die Curbs sind immer noch sehr aggressiv und die heißen Hinterreifen. Ah, und im Rasen ist einfach wieder null Grip. Ja, meine Hinterreifen sind echt am Glühen gerade. Oh, rechts ist auch noch einer. Oh, je, der Montoya! Ja, KI ist da wirklich ein bisschen am Umspacken immer auf dieser Strecke. Ah, shit, jetzt geht es nicht auf. Ich will einen Switchback machen. Jetzt habe ich mir noch ein bisschen das Battle hier. Oh, das sehe ich. Moving on the braking, okay. Würde ich mal schwer behaupten. Hey, da ist KI ganz übel unterwegs. Ganz übel unterwegs dort. So, mal schauen, ob wir sie noch einholen dort vorne. Sind doch schon eine gute Gap. Also ich glaube, der Alonso, der auf P1 ist, den will ich wahrscheinlich nicht mehr holen. Das sind 8 Sekunden, da müssen sie eine Mörderrunde raushauen gerade. Boah! Ich hole ihn nicht mehr. Aber der Schumi alle nicht mehr. Fernando Alonso gewinnt, Schumi wird Zweiter. Und der Ralf wird Dritter. Ah, schade. Ein bisschen grosskotzig mit dem Fehler, den ich mir halt erlauben. Aber P3 ist okay. Ist okay. Für da, ich meine, es ist jetzt wieder nicht so eine referenzwerte Strecke, wie gut das KI wirklich ist, weil halt KI da sehr langsam ist. Und ja, von dem her ist es vielleicht auch nur fair, dass ich nur Dritter wurde, sage ich jetzt mal so. Aber das nächste Rennen, Bahrain, da sollte der KI auch wieder stärker sein. Jetzt sollte sie dann auch wirklich wieder stärker sein. Ja, ich würde sagen, ich kann hier schon die Abmoderation machen, weil ich glaube, der einzige DNF, was es gibt, war der Giancarlo Fisichella, den ich auch rausgeschossen habe, der sauber war. Und ich muss schauen, dass ich das Feuerwerk rausbringe. Weil das Feuerwerk irgendwie so übelst ablenkt die ganze Zeit. Aber wir schauen jetzt gleich noch schnell rein, ob vielleicht noch jemand DNF ist. Aber nein, es war wirklich nur der Giancarlo Fisichella.
Gut. Also, ja, das war es mit dem heutigen Video hier aus F1 2004 in Assetto Corsa. Falls dir die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du das Video teilen würdest, würdest du mich sehr supporten mit dem. Und dann sehen wir uns dann wieder im nächsten Grand Prix. Das ist dann, wie gesagt, in Bahrain. Und bis dahin wünsche ich dir ein schönes Tag, mach's gut und ciao!